это сестра, которая... Ja, Samuel, sag doch kurz was zu deiner Person und was du machst. Ich wohne hier in Berlin seit 2 Jahren, bin 26 Jahre alt und habe gerade mein Masterstudium in Wirtschaftsrecht abgeschlossen. Was hat dich jetzt dazu bewegt, bei dem Interviewprojekt Zeugen der Zeitzeugen daran teilzunehmen? Für mich ausschlaggebend war tatsächlich diese Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die an so einem bedeutenden Teil unserer Geschichte irgendwie teil hatten. Und auch die Tatsache, dass die Menschen ja auch langsam leider immer weniger werden, weil sie älter werden. Und deswegen war es mir dann einfach auch wichtig, diese Möglichkeit zu nutzen. Raisa Kononenko ist Jüdin und wohnt heute in Berlin. Sie wurde 1928 in der Ukraine geboren und dort hat sie fast ihre ganze Familie im Holocaust verloren. 1941 kam dann die deutsche Wehrmacht nach Kiew. Ja. Was ist da passiert? Oh, das war schrecklich. Das erste Bombe hat gefallen dort auf Kiew und wir haben im Keller verstehen Sie, viele Leute evakuiert. Haben sie Geld gehabt und wir haben Geld nicht gehabt. Und das heißt, viele sind aus der Stadt geflohen? Ja, nach Ural, nach Sibir, von Deutschen. Sie haben gelaufen, sollen nicht. Sie haben gewusst, was wird das machen. Aber meine Mama, mein Vater, erste Tage gekommen von Arbeit und schon ein Papier, du musst gehen nach Front. Er ist eingezogen worden? Ja, und mein Bruder auch. Und sie ist weg, wir geblieben, Mama, ich und meine Schwester. Wir waren nicht ausgesehen wie Juden. Meine Mama war weiß und Augen blau. Und ich auch und mein Vater, alle waren weiße und blond. Und meine Mama hat gesagt, ich habe nichts schlecht gemacht. Sie uns nicht erkennen, wir Juden. Aber unsere ukrainische Polizei und vielleicht Nachbarin gesagt, hier wohnen Juden. Und haben alle gesucht. Meine Mama gesagt, muss gehen verstecken, oder wie sagt man das, auf Dach. Wir haben gegangen auf Dach, ich und Mutter. Und sie haben gesucht und wir haben gelegen und nicht gekannt, ganze Nacht auf einer Seite soll nicht hören, was wir aufstehen. Und dann sie haben gekommen auf Dach, nicht auf Dach, unter Dach. Und dort uns gesucht. Sie haben nie gewusst, was wir, 2 Menschen liegen oben auf Dach und haben uns nie gefunden. Ende September 1941 waren sie einem Aufruf zur Umsiedlung gefolgt, der aber nur vorgetäuscht war. Zu spät erkannte Raisas Mutter, dass es eigentlich eine geplante Massenerschießung der Juden war. Und meine Mama gesagt, du musst weglaufen. Aber wir laufen weg, der schießen die Polizei. Ich habe gesagt, Mama, ich gehe nicht für dich. Nein, du kannst nicht dort arbeiten, du bist klein noch. Mach, was ich sage. Ich habe nicht gewollt, ich weiß nicht warum. Gott hat mir gesagt, du musst laufen. Und so habe ich mit Hand, Mama, Mama, und sie hat mir so weg. Ich habe gelaufen. Kurz darauf wurde Raisa trotzdem gefangen und nach Babi Yar, einer naheliegenden Schlucht, zur Erschießung gebracht. Ihre Mutter war zu dem Zeitpunkt schon tot. Ich habe das alles gesehen, wie muss untergehen, stellen auf Knie
und dann mit Automat und so alle kaputt gemacht. Aber ich weiß nicht, warum habe ich das gemacht. So viele Leute erschossen, das ist 1000 Leute. Und ich habe auf Knie gestanden, musste schon gehen dort unten. Ich habe gesagt, ich bin russisch, ich bin nicht Jude, ich bin russisch. Man glaubte ihr, da sie blond war, blaue Augen hatte, sich bekreuzigt und ein christliches Gebet gesprochen hatte. Sie wurde freigelassen. Das war frühmorgen alles. Und ich habe im Feld dort, ich habe gefallen auf Erde und geweint und nie gewusst, was soll ich machen, wohin soll ich gehen. Ich bin allein, was soll ich machen? Aber Raisas Leidensweg dauerte noch mehrere Jahre an. Sie war 1,5 Jahre obdachlos, lebte in einem Ghettolager und musste in Deutschland Zwangsarbeit leisten. Nach dem Krieg lebte sie in Odessa in der Ukraine. Warum ich geblieben leben? Warum? Warum? Ich weiß nicht. Solche Menschen erschossen, Musikanten, Ärzte, Professor, alles erschossen. Ich kleine Mädchen, wenn ich habe gekreuzt und gesagt, bitte, Gott hat gehört das. Ich gesagt, lauf von hier. 1991 zog sie mit ihrem Mann nach Deutschland zu ihrem Sohn. Wie war das für Sie, wieder nach Deutschland zu kommen? Ich habe nie gewollt fahren. Mir war schrecklich. Wenn ich habe gehört, deutsche Sprache, ich habe alles verstanden. Das geblieben bei mir viel in meinem Kopf. Was wünschen Sie den jungen Leuten in Deutschland? Ich wünsche, es soll kein Krieg sein. Diese jungen Leute das nicht erleben, was ich habe erlebt. Sie wohnen mit ihren Eltern, Oma. Ich habe nie gehabt, nicht Oma, nicht Mutter, alles, das war mir so schwer. Sag mal, du hattest jetzt die Begegnung mit Raisa. Was war für dich ein ganz besonderes Erlebnis mit ihr? Ich fand ganz faszinierend, wie offen sie über ihre eigene Geschichte und auch die sehr, sehr schweren Phasen in ihrer Lebensgeschichte sprechen konnte. Es war sehr bewegend, einfach anhand von ihrer Geschichte diese Ereignisse lebendig werden zu lassen oder sie so zu hören und richtig Anteil zu nehmen. Und ich habe mich sehr mit reingenommen gefühlt in ihr Leben und kann noch mal besser mich jetzt auch hineinversetzen, was das jüdische Volk auch erlebt hat oder sie als eine Person zu der Zeit.